Nee, natürlich lieber so etwas. Geht doch. Wieso werde immer ich eingeeist? Mann! So. Hätten wir das. Oh, nehmen endlich den ersten Schlüssel in Empfang. Will ich doch mal hoffen. Jetzt sagen wir bloß, ich brauche gar keinen Schlüssel mehr, das gibt nur noch einen, das wär's ja. Geben Sie Rubine, war nicht das, was ich wollte. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Kann ich da irgendwie... Och nö, oder? Komm schon, Navi, da wollte ich nicht ernst sein. Nicht wieder so ein dämlicher Zeitenblock. Oh, da hoch und wie? Ein Zeitenblock. Ach, ich freue mich ja so. Naja. Ich freue mich, sobald wir den ersten Schlüssel haben. Blue Flame. Und das Eis ist weg. Sehr schön. Oh, jetzt bin ich hier. Ja, den Raum kenne ich auch noch. Alter Schwede. Ach, du kriegst die Tür nicht so. Wieso muss man ein Spiel so verhunzen, das doch so genial ist? Ganz ehrlich, ich kapier's nicht. Funktioniert der alte Trick noch oder ist irgendwie was anderes, was ich brauche? Mal richtig treffen. Wie lange bleibt es eigentlich aktiv? Ich schätze mal nicht allzu lange, war. Was ist mit Navi da unten schon wieder? Das kann sie irgendwie nicht so recht sein, wa? Fände ich ein bisschen crazy. Was habe ich gesagt? Die Vogelscheuchenpolka vielleicht? Auch nicht wirklich. Bist noch aktiv? Bist du noch aktiv, hey? Nicht schlecht! Blende die Augen der Statuen. Dass wir die richtige Höhe haben. Gut, das ist Nummer 2 gewesen. Natürlich. Ah, gut, ich hab's erledigt. Na Gott sei Dank hat's noch gereicht. Okay, da kann ich einen anderen Raum. Auch nicht schlecht, so von hinten nach vorne zu arbeiten. Und... ich bin verwirrter denn je. Oh. Okay, Freunde, okay. Ja, ist interessant. Vor allem sehr verwirrend. Klappt das eigentlich oder stürzt gerade runter? Nee, Gott sei Dank nicht. Haben die Entwickler zumindest etwas hier mal richtig gemacht, hey, bei diesem doch sehr unterhaltsamen und nervenaufreibenden Spiel. Wohlgemerkt. Toll. Sind da die Eispfeile oder wie? Moment mal, jetzt kriegen wir einen geheimen Durchgang. Ich erinnere mich so ganz knapp. Doch nicht. Da war das an einer anderen Stelle. Irgendwo konnte man hier doch hoch. Hochkriechen. Ja, doch nicht hier. Verdammt. Also ist der Raum hier für die Katz. Was ist denn hier unten noch? Okay. Dann mache ich einen Schlüssel, wo auch denn sonst noch? Oh, nur einen Schlüssel noch. Okay. Ja, das dürfte interessant werden. Zweifelsohne. Stellt mir nur die Frage, wofür ich denn überhaupt diesen Raum hier noch brauche.
Der hier ist klar, jetzt gehe ich von hinten nach vorne nur durch. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Ist auch nicht so schwierig. Am Liebhaber hier Platz zu machen. So, jetzt bist du dran. Ganz auf die schnelle Art und Weise. Und da sind bestimmt wieder nur etwa 50 Rubine drin, wie üblich. Und den da oben habe ich aber gesehen. Hallo? Nicht verarschen, das kann ich gar nicht vertragen. Und... Hopsala! So, jetzt das noch ausschalten. Und schon habe ich 2 Truhen, ganz auf die Schnelle, oder? Gar nicht mal so übel. Ja, die erste Schlüssel, na Gott sei Dank. Vielleicht auch die einzige, wer weiß. Vielleicht gibt es ja nur noch einen Schlüssel, wenn ich wirklich Pech habe. Oh, jetzt bin ich in dem Raum. Ach du Scheiße. Ja, auch an den erinnere ich mich. Alter Falter. Obwohl der im Original noch ein bisschen anders aussah. Wie so vieles hier. Jetzt mal die Fackel entzünden, wenn ich sie dann auch treffe. Was wirkt die? Auf Zeit, oder? Was wirkst du? Oh, den da oben, sehr schön. Trotzdem sicherheitshalber die Gleitstiefel anziehen. Oh, ja, das war clever. Nein, das war auch clever. Das war sogar super clever. Hey, meine Güte. Bitte nicht sagen, ich weiß, ich stelle mich an der letzte Hampelmann. Aber auch Hampelmänner sind beliebt. Manchmal, wenn sie sympathisch sind. Aber doch nicht so! Wird langsam ein bisschen peinlich. Nur langsam? Ja, nur ein bisschen langsam. So war das jetzt. Na, da unten war gut. Den habe ich aber. Genauso wenig den da. Oh. Autsch, autsch, autschen. Autsch. Kommst jetzt hier nicht mehr raus? Ja, das wäre was. Ne, er kam Gott sei Dank noch wieder raus. Ist doch auch schön. Jetzt hier hochziehen, ganz auf die schnelle Art und Weise. Bingo! Ich mache nur noch den da vorne. Und den hole ich mir so. Sehr schön, sehr schön. Ich habe trotzdem noch mal kurz hier hin. Hier hat es doch auch was ganz Kleines. Was ist denn das da schon eine Truhe? Überall hat es ja Truhen her, aber selten einen Schlüssel. Aber bisher, habe ja bisher erst eine, war. Und ich jetzt plötzlich. Ich jetzt hier? Seltsam. 5 Rubine, okay. Wo geht's denn hier entlang? Jetzt bin ich bereits hier. Crazy. A little bit crazy. Ah. Ja. Ein bisschen verwirrt, ganz ehrlich, Leute, aber okay. Das macht ja nichts, das bin ich ja des Öfteren, wa? Was hat's denn hier Schönes drin? Tschüpp. Ein grüner Rubin, der natürlich nur ein Rubin wert ist. Was soll auch sonst wert sein? Mann, überall ohne Schlüssel. Brauche ich jetzt schlussendlich wirklich nur einen einzigen Schlüssel? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn hier Schönes drin? Ein roter Rubin, ist ja super. Ich freue mich also. Oh, das sind nur 2 Schlüsseltüren. Also kriege ich doch noch eine. Na, endlich.
Und hopp. Und ein... Was dumm gelaufen. Wieso ist ein grüner Rubin? Ist doch schön. So, dann brauche ich hier noch einen. Sehr schön, dann komme ich da rein und... Braucht er trotzdem noch einen. Okay, 2 Schlüssel fehlen noch. Dann sind da in der Kiste die Eispfeile. Ja, okay. Mann, was machst du da? Wohl komme ich hier hoch? Also meinst du durch die Decke geglitscht oder so? Da war doch irgendwo was. Naja, war ja auch noch im Original. Moment mal. Vielleicht doch. Ich will mal kurz gucken, dass wir doch irgendwie eine Abkürzung, wenn ich mich richtig entsinne, im Original. Dass der irgendwie hoch konnte. Sieht auch nicht so aus. Seltsam. Geh halt wieder raus. Aus diesem Haus oder eher diesem seltsamen Ort. Und blöpp. 2 Schlüssel fehlen uns also. Okay, das müssen wir uns merken. Dürfte aber so gesehen kein Problem für uns sein. Also ich meine jetzt das mit dem Merken, dass man 2 Schlüssel findet, das dürfte durchaus ein Problem werden. Hier, wie sieht es hier aus mit dem Auge der Wahrheit? Auch nicht durch die Decke. Hätte wetten können, ich komme hier irgendwie durch die Decke durch oder so. Doch, das wäre im Original so gewesen, okay. Dann halt hier nicht. Und schon bin ich hier. Kann ich jetzt irgendwie da rüber? Ganz problemlos, ganz geschwind. Ganz geschwind wohl eher weniger. Menschenskind Link. Oje, oje. Wieso stellst du dich immer so blöd an? Hey, zieh dich doch mal hoch! Wenn ich es dir schon sage. Ja, natürlich. So, jetzt aber hochziehen. Dankeschön. Jetzt hier auch wieder hochziehen. Hochziehen! Menschenskind! Jetzt reicht's aber. Ich weiß ja, viele sagen, dass der Link da aus Skyward Sword nicht richtig gesteuert werden kann und so, und dass die Steuerung da ein bisschen teilweise sehr sensibel oder sehr argwöhnisch ist, niemand das tut, was sie gerade will, aber ganz ehrlich, in Skyward Sword steuere ich Link viel besser als hier. Und das ist leider kein Scherz. Kann ich am schnellsten da drüber? Okay. Dann dahin. Und sich bitte nicht treffen lassen und dann da und schwuppdiwupp. Denn erst. Was sammle alle 7 Steine ein, die du im Wasser finden kannst? Wieder auf Zeit oder was? Nö. Hä? Was ist denn das Vieh? Das kann ich ja fast nicht mehr. Okay, wenn ich mal im Wasser, das heißt, ich mach später. Funktioniert sogar. Haben ja als Kind nur mit dem Boomerang geklappt, ja? Beziehungsweise kann ich nur mit dem Boomerang vernichten. Okay. Also dann, rein ins kühle Nass, würde ich mal sagen. Schwupp, schwupp, schwupp. Immerhin einen habe ich schon mal. Ich den etwa auch so. Moment mal kurz. Nee. So schon mal nichts. Also eine Muschel, die erledige ich auch gleich auf die Schnelle. Ja, ist ja gut. Beruhig dich mal. Das hätten wir. Wie kann ich da am besten... So, noch nee. Schade eigentlich. Komm schon, ich will dich. Nummer 2. Und dann hat sie wirklich nur noch 3 Stück. Also sprich insgesamt nur noch 3. Wenn er jetzt also nur noch einer. Ja, so ist es auch.
Ja. Bisschen seltsam, aber okay. Why not? Why not? Jetzt bitte in die Mitte treiben lassen, Link. Sehr schön, sehr schön. Ist da hoch. Und dann ist, so wie es aussieht, auch schon bald die zweite Fee fällig. Scheiße. Der zweite Schlüssel. Jetzt habe ich ein Problem. Mir fehlt noch einer. Irgendwie. Also nicht, aber schon wieder. Ich gehe gerade mal kurz, er könnte da zurückgehen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Mal kurz. Ja. Habe ich ja bereits gemacht. Du hast eine begrenzte Zeit, um alle Gegner zu beseitigen. Scheiße! Hab da hinten gerade den Stahlfoss-Dingsbums gesehen. Oh, der explodiert ja. Mann, Link weg da! Mann, aus dem Weg! Gut, den auch und noch den da oben, war. Das war doch ganz altmodisch mit einer Bombe oder 2 Bomben, wie auch immer. Jedenfalls sollte es gleich vorbei sein. Und ich hoffe, den nächsten Schlüssel, weil sonst bin ich langsam. Habe ich ein Problem, ganz ehrlich. Ich dreh durch! Boom! Bitte sag mir, es ist der zweite und letzte Schlüssel! Juhu! Ab und zu habe ich mal ein bisschen Glück, hey. Puh. Hier zurück, sehr schön. Dann hier bitte schön. Oh, da hat es ein Auge, sehe ich gerade. Was will mir wohl das allwissende Auge sagen? Vielleicht hast du auch noch einen Schlüssel? Nö. Oh. Ja, ja, ja! Scheiße. Und dann wohl in der Mitte durch, wa? Jawohl, jetzt habe ich das da, jetzt habe ich da. Ja, in der Mitte, genau. Ich bin richtig! Also den ganzen Weg nochmal und dann hoffentlich habe ich die Eispfeile. Lecker nach dem Chipli. Wie lange das schon wieder gedauert hat, nicht zu fassen. Einfach nicht zu fassen. Gleich haben wir es, Freunde, gleich haben wir es. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe wirklich gesagt, keine Ahnung, was hier noch so alles abgehen wird. Natürlich die ganze Zeit mit dem Schwert in der Hand. Das Ding ist ja so cool. Lass mich raten, die Eispfeile sind über uns, oder? Wo sind die jetzt? Hallo, Eispfeile, wo seid ihr? Hä? Wollen die mich jetzt komplett verarschen? Wo sind unsere Eispfeile hin? Das glaube ich jetzt einfach nicht, hey. Die Eispfeile sind weg. Scheiße. Wo sind die hin? Hallo, meine Freunde, Eispfeile, wo seid ihr? Ich weiß, meine Freunde werden ja eigentlich erst in Majora's Mask, aber trotzdem, wer von euch finden würde. Nee, oder? Das wäre jetzt echt ein bisschen crazy. Wenn die Teile jetzt etwa über mir sind, meine ich. Weil da gab es vorhin einen Raum, der eigentlich ziemlich, ja, sag's mal so, ziemlich sinnlos war. Nee, auch nicht. Hä?
Hier ist einfach nichts. Aber trotzdem muss ich da entlang. Wie komme ich jetzt da bitte schon wieder hoch? Och nö, jetzt sag mir, ich muss den ganzen Weg wieder zurückgehen. Hey, meine Fresse, Nintendo, ey. Wieso tut ihr mir das an? Hier geht's auch nicht hoch. Moment mal kurz. Ist hier noch richtig? Wollte doch eigentlich. Yep, hier bin ich noch richtig, gut. Gehen wir noch mal rechts herum. Also jetzt rechts von hier aus gesehen, ursprünglich nach links. Und versuchen da unser Glück. Aber wehe, die Pfeile sind nicht da. Die bleiben Gott sei Dank besiegt. Finde ich ja sehr praktisch, sehr schön. Wer muss den Scheiß nochmal machen? Dankeschön. Der Schattengrabsch kommt vermutlich wieder, aber ist mir gerade ein bisschen egal. Ach du grüne Neune. Problem beseitigt. Und schon geht es hier weiter. Mit der blauen Flamme. Nee, jetzt schon wieder, Navi. Oder was überhaupt richtig? Oder was hier entlang? Jetzt, nee, hier war was anderes. Ich erinnere mich wieder. Gott sei Dank erinnere ich mich wieder. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Gut, jetzt da hoch. Ja. Hopp und wo bin ich jetzt? Ja, jetzt bin ich hier oben. Und da müsste jetzt in dem Raum von vorhin sein, wo ich gesagt habe, dass es ja eigentlich unlogisch ist, dass es den Raum gibt, weil der irgendwie gar keinen Sinn erfüllt. Und hier müssen die Eispfeile sein, Gott sei Dank. Ich hoffe es bei Gott, dass sie hier sind. Ja, wir haben sie noch endlich. Oh mein Gott, hey, my godness. Ja, ist ja schön und gut und jetzt hau ich ab. Eispfeil, Feuerpfeil, wir haben alles, es ist alles super duper. Ich werde das mal ausrüsten, weil ich jetzt in Zukunft, sprich für die Skulpturen und auch die Geister und so. Aber wenn ich es nicht brauche, werde ich jetzt noch ein bisschen die Eispfeile einsetzen, weil die ja sonst in Ocarina of Time zu kurz kommen. Im Gegensatz zu Skyward sag ich schon, im Gegensatz zu Majora's Mask, aber das kennen ja nicht die meisten bereits. Die meisten von euch bereits, Mann. So, was gibt's sonst noch? Genau, im nächsten Part dann gehen wir auf die Suche nach den restlichen Skulpturen aus den 12. Das heißt, wir gehen zurück zu Dodongos Höhle einerseits. Weil da fehlen noch 2 oder 3 Stück. Dann werden die anderen noch teilweise offscreen, ich sage jetzt mal, den Weg ablaufen, euch aber trotzdem zeigen, wo ich sie finde. Da zeige ich euch auch noch den Skulltula Glitch, den es da gibt als Kind bei Schloss Hyrule. Also zumindest den Skulltula Glitch, den ich kenne. Vielleicht gibt es auch noch mehrere, wer weiß. Und dann im übernächsten Part die Herzteile fällig. Und dann gehen wir auch schon auf zu Ganondorf. Weil sonst haben wir alles. Lichtfall bekommen wir noch. Stimmt, die fette Flasche fehlt noch, die holen wir uns auch noch. Aber erst nachdem wir dann wieder in der Zitadelle der Zeit... Obwohl, Moment mal kurz. Wenn ich jetzt speichere, komme ich sowieso wieder zurück. Machen wir uns auf, zurück zum Tempel des Lichts. Oder halt der Zitadelle der Zeit. Um einen, ja, alten Freund, aber auch eine alte Freundin zu treffen. Ich habe auf dich gewartet, Michael. Hm? Wie jetzt? Und da ist er, Sheik der Sheikah. Michael der Auserwählte, du hast unzählige Gefahren überwunden und die 6 Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe, ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre denn die Legende, die es die Sheikah über das Triforce erzählten. Na dann, lege los. Suchst du das Triforce, so höre gut zu.
Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Wow, cool. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels, ein reines Herz aber verwandelt es in ein Paradies. Das Triforce, Symbol der Macht, birgt das Gleichgewicht dreier Kräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Ja, das kennen wir bereits aus Skyward Sword. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforce-Trägers, hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Genau wie der Link aus Skyward Sword. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine 3 Fragmente. Wie das von Ganondorf. Nur ein Fragment bleibt ihm, jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Ja, halt die Kraft selbst, im Fall von Ganondorf. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden und seine Besitzer töten. Noch 2 vom Schicksal erwählte tragen nie ein Triforce-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Ja, ich bin auch einer! Mit dem Symbol des Mutes. 7 Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Ja, ich weiß, kenne ich bereits. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Was mich mal wundern würde, ist, was wäre wohl passiert, wenn dieser Link hier aus Ocarina of Time das Triforce berührt hätte. Ich meine, der aus Skyward Sword war ja auch im Gleichgewicht und der hatte alle 3 Fragmente. Aber der hier in Ocarina of Time, hätte der auch alle 3 Fragmente gehabt oder nur eines? Fragen über Fragen. Als das Triforce in 3 Teile zerbrach, gelang es Ganondorf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Das heißt lediglich, Mann! Das reicht doch wohl! Okay, jetzt sieht er dort auch noch. Sheikah ist ein bisschen kalt. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt. Doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Ja, dann besorgen wir doch eine böse Frau, Menschenskind. Daher suche nun die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Ja, Alter, kannst du bitte mal ein bisschen hinmachen? Mir läuft die Zeit davon. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Michael. Wow, echt? Hätte ich nie gedacht, ich habe noch nie auf dem Handrücken gesehen, von daher habe ich auch noch nie so ein Triforce-Fragment gesehen. Das Symbol der Weisheit trägt der 7. Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Ja, nee, ist klar. Hey, ja, da ist es schon. Was? Der Sheikah? Der Meister aller Meister? Der Meister aller Weisen? Nee, nicht ganz. In Wahrheit ist es Zelda. Ich versuche gerade auf ihren Klamotten irgendwelche Anhaltspunkte aus Skyward Sword zu finden, aber leider nichts gewesen. Ich bin es Zelda, Prinzessin von Hyrule. Boy. Verzeiht, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe, doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Die jetzt aber auch ganz schön verändert war. Ich meine jetzt so vor 7 Jahren, war es noch so ein kleines Mädchen, hat auch noch gesprochen, ein kleines Mädchen und so, und jetzt ziemlich erwachsen, also muss man schon sagen. Heute, vor genau 7 Jahren, suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerin Hyrule heim. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. In Schwarz-Weiß! Hilfe! Alter Schwede. Fang! Starker Tennisarm. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Ja, und ich habe sie immer noch, wohlgemerkt. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten, aber... Ja Mann, wieso hast du mir auch keine Botschaft hinterlassen und so? Es war ja unser Plan, hier die 3 Steine zu sammeln und dann wirfst du mit der Ocarina zu und verschwindest da einfach. Ja, ist ja super. Etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Ja, natürlich, du hast es nie erwartet, wa? Als du das Tor zur Zeit betreten hast, wandte dich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich. Okay, gut, damit hätte sie nicht rechnen können, das stimmt. Hätte ich vermutlich auch nicht. Wieso ist das verdammte Schwert, ey?
Hätte ich mich durch Rauru einfach ins Heilige Reich gelassen, ich hätte das Triforce an mich genommen und Ganondorf vernichtet und alles wäre Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, aber irgendwie offenbar ja nicht. Dein Geist ruht im Vakuum der Zeit, das Triforce fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ja. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz, er wurde zum Großmeister des Bösen, zum Boden des Todes. Zum Todbringer. In all den Jahren gelang es mir, mich als Sheikah zu tarnen und so meinem Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. 7 lange Jahre, wa? Haha, ja, doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Noch nicht ganz. Ich will zuerst noch eine Herzzelle suchen und die Skulpturas. Ich hoffe, du verstehst das. Ja, kein Problem. Die 6 Weißen werden ein neues Siegel schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Ja, hier ist die Rede davon, dass neue Siegel geschaffen werden. Da steht mir noch die Frage, haben die Weisen schon mal Siegel geschaffen oder wie sieht das aus? Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Cool. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alles Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Michael, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan vollbracht ist. Typisch Frau. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Geil, Mann. Wir kriegen sie direkt von Prinzessin Zelda, was auch logisch ist, oder, wenn sie das Böse vernichten, im Gegensatz zu The Wind Waker, wo wir die Lichtpfeile in Ganondorfs Schloss gefunden haben. Noch finden werden, haben noch nicht Let's Played. Wie auch immer. Die Lichtpfeile, platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Das Licht des Guten zerstört Böses. Ja, und gerade das war ein Fehler! Erdbeben! Scheiße! Dieses Beben, was geschieht hier? Das darf nicht sein. Ich dachte, wir wären hier sicher. Zelda! Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Hä? Folgen? Wie jetzt? Ist mein Schatten geworden oder was? Mir ist doch keiner gefolgt, Mensch. Ich habe die Ocarina Zeit benutzt, um mich hierher zu porten. Ah, der mich ein Lügner. Hä? Was? Nein, du. Ohnmächtig. Scheiße, komm ich hier durch. Bringt alles nichts. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Ja, wie immer. So ist das Böse doch immer, sie unterschätzen das Gute. Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es war die Kräfte des Triforce-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das wir besitzen, im Triforce der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen 3 Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt und den Todbringer werde ich zurückholen. Was? Ach nee, falscher Film. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Ja, lach dir doch noch eins ab, hey. Tja, das lief ein bisschen scheiße, muss ich zugeben.